Ciao, ihr wunderschönen Menschen, willkommen bei einem neuen Battlefield 3 Match. Heute geht's um die, neuen Konsolen-Dinger. Nicht Playstation, nicht Xbox, nein, es geht um so Kickstarter-Sachen wie, Game Stick, Nvidia, der Shield, genau so heißt er. Und darum geht's heute. Und ein paar Informationen, ein paar Meinungen auch von mir. Und dann die Frage, wie ihr es findet, kommt, später erst, weil sonst ergibt es ja keinen Sinn. Ich spiele auf dem Server, ich habe ihn gepostet auf Facebook, ihr könnt mit mir spielen, ich poste die Server jetzt immer vorher, bevor ich aufnehme, dass ihr da auch mit mir zocken könnt. Und das ist schön, dann wird das schon gehen. Und ja, es gibt einige schon, es waren erst wenige neue kleine Projekte und dann immer mehr irgendwie, immer mehr kleine Konsolen kommen auf den Markt, Handhelds könnte man sagen, ich weiß nicht, einige sind Handhelds, einige sind keine Handhelds, die sind halt, Fußhelds. Und ich würde gerne anfangen mit Nvidia Shield, also das kleine Gerät ist, so groß eigentlich wie ein Controller, man kann es vergleichen mit dem Xbox Gamepad. Das ist ja eigentlich sehr davon abgeschaut, also nachgemacht einfach. Ist keine Kritik jetzt, nein, ist einfach bloß jetzt so, es schaut ungefähr so aus wie die Xbox-Controller, sind die Tasten ungefähr gleich angeordnet, hat aber nicht wie der Xbox-Controller einen kleinen Bildschirm oben drauf kleben, einen 5 Zoll Bildschirm. Ja, mein Gott, Herr Sniper, kommt doch bitte auf den Server und spielt endlich mit mir, mein Gott. Und, der Bildschirm hat 5 Zoll und lässt sich ausklappen und hin und her klappen und so. Und damit wird eben geworben, weil das so toll ist. Und ja, kann man jetzt sehen, wie man will. Die Kritiker gibt's und es gibt die Befürworter. Die Befürworter sagen, ja, und das ist so ein unglaublich tolles Ding und das braucht man und so, ja, und das ist viel besser, das Zocken. Aber jetzt gibt es auch negative Aspekte an dem ganzen Gerät und einige will ich erläutern im folgenden Argument. Also wir haben jetzt zum einen mal das Ding, wenn man den Shield benutzen will, wirklich gut, dann braucht man einen PC. So, der PC streamt die Bilder auf das kleine Projekt da, auf den kleinen Ding und das ist es. Wo ist denn der Typ bitte, hey? Und das wird eben von eurem PC dahin gestreamt, also auf die Konsole, auf den Controller, auf das Gamepad gestreamt eigentlich bloß. Jetzt ist halt der Nachteil, man braucht eine, gute Internetleitung, also mit 3000, also mit einer 3K-Leitung wirst du es vergessen können, das Zocken. Ich denke sogar nicht, dass 6000 reicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass 6000 eine 6000 Leitung reicht für so einen guten Stream eigentlich. Ja, dann messe ihn halt nicht. Oh, bist du dumm. Meine Fresse. Und ja, das ist ein anderes Ding. Was auch noch, finde ich, ein riesiger Nachteil ist, man braucht anscheinend mindestens eine GeForce auf dem Desktop-PC. Es ist eine GeForce 650 und auf einem Laptop, also auf einem, jetzt gehe ich aber ab oder was, ey? Auf einem Laptop-PC, da braucht man dann schon eine 660M Grafikkarte von Nvidia. Oder Nvidia, mir egal wie man es ausspricht. Und ich denke, dass das doch ein bisschen übertrieben ist, weil doch nicht jeder wirklich so eine gute Grafikkarte hat. Ich weiß es nicht, ja. Boah, schade, mein Run ist zu Ende. Kacke. Das finde ich schon mal echt ein Nachteil, weil man braucht eine gute Grafikkarte, man braucht eine echt gute Internetleitung, dass man das streamen kann. Tut mir leid, ich habe es jetzt dreimal verschluckt, das Wort. Schön. Und das finde ich halt ein bisschen doof. Und ja, jetzt sagt man, ja, du kannst ja dann überall zocken, du kannst ja im Bett liegen und zocken oder auf dem Balkon oder auf dem Klo. Ja, ich weiß nicht, also ich persönlich würde es nicht so angenehm finden, jetzt 3 Stunden am Klo zu hocken und da irgendwie, mit dem kleinen Controller eben zu spielen, auch wenn es möglich wäre. Man könnte ja schöne Spiele spielen, man könnte PC-Spiele spielen, sowie Android, mein Gott, und auch eigens entwickelste
Spiele für den Tegra-Chip. Also da ist ein Tegra 4 eingebaut und der hat eine 6 bis 10 Mal bessere Leistung angeblich als der Tegra 3. Der Tegra 3 ist eingebaut in dem Ouya und ja, spricht zwar für die neue, bessere, ja, dass er einfach mehr hergibt, der Shield von Nvidia, aber ich finde, ich weiß nicht, also mein Abschlussding ist einfach, ich würde mir den nicht kaufen, also, wenn er 50 Euro kostet, vielleicht, aber dann ist die Sache, braucht man wirklich unbedingt eine Nvidia, also eine GeForce-Karte, oder ist auch ein vergleichbares Ding, weil mit GeForce hat man ja so spezielle ja, Funktionen, die man mit zum Beispiel AMD nicht haben könnte. Ich habe eine AMD, ich bin zufrieden. Ich werde mir auf keinen Fall so ein kleines Ding, wo eigentlich wirklich gar nichts bringt, eine neue Grafikkarte kaufen. Ja, bin ich blöd, ja. Hey, bin ich der Rucksacksepp oder was? Na. Also, und das Ding ist auch einfach, wo ich so denke, das bringt ja eigentlich gar nichts, wenn man es so sieht, weil man hat einen Controller in der Hand, man schaut auf einen winzigen Bildschirm. Man kann das nicht irgendwie unterwegs zocken. Es wäre sau episch gewesen, wenn man das streamen lassen könnte von den großen Plattformen, wenn die was einrichten, einen Dienst oder irgendwas, dass man Spiele spielen kann. Nein, du musst ja das immer noch zu Hause spielen. Also so ein großer Vorteil ist es jetzt nicht, weil du kannst auch zu Hause einen Controller an PC anschließen und damit spielen. Zum Beispiel, ich habe einen Microsoft, wo ist er denn? Achso, ich habe einen Microsoft Controller und so ein Microsoft Verbindungsgerät, dass ich einfach mal mit meinem Xbox Gamepad zocken kann. Ja, also ich sehe da kein Problem. Der Nvidia Shield hat auch einen HDMI-Eingang, dass man den verbinden kann mit einem Fernseher. Wobei ich jetzt da wäre, wo ich gerade bin. Warum verbinde ich nicht gleich meinen PC mit dem Fernseher und spiele dann da drauf? Das ist ja ein bisschen dumm eigentlich, finde ich jetzt. Weil, ja, jetzt kannst du ihn sogar mit deinem Fernseher verbinden. Das kann ich so auch. Wenn man sagt, ja, aber wenn dein Fernseher kein HDMI hat, wenn mein Fernseher kein HDMI hat, ja, dann kann ich aber auch mit der tollen Controller nichts zocken, also nicht verbinden. Wenn mir der Eingang fehlt, kann ich halt nicht Ding, ne? Also das ist, finde ich, nicht so ja, überzeugend, das Ding, weil wenn ich unterwegs zocken will oder so, weiß ich nicht, dann hole ich mir halt eine PSP oder kack mich an. Oder einen Laptop, einen guten, aber doch kein Ding. Und ich finde, das braucht man auch nicht. Ob ich jetzt im Bett zock und mich da nicht bewege, oder ob ich jetzt in meinem Stuhl hocke und mich nicht bewege, ja, dann hocke ich doch lieber irgendwo, wo es halt entweder bequemer ist, oder ich kaufe mir einen besseren Stuhl. Ja, wenn mein Stuhl unbequem ist, sage ich, nee, ich könnte jetzt so ein Nvidia Shield brauchen, weil es bequemer ist, dann kann ich überall zocken. Ja, dann ist dein Internet erstmal belegt, weil du streamen musst, und streamen haut echt rein. Und ja, was brauche ich eigentlich? Eine bequeme Umgebung zum Zocken. Dann kaufe ich mir einen besseren Sessel oder einen Stuhl für das Geld, wo ich mir eigentlich die Konsole in Anführungszeichen kaufen würde. Also das finde ich jetzt schon ein bisschen übertrieben, hey. Ich finde, das ist keine Konsole für mich, das ist einfach, ja, eine Erweiterung irgendwie. Das ist eine Erweiterung zum Zocken, einfach ganz banal eigentlich. Ja, danke für den Teamcall, du Arschloch. Ja, macht aber nichts, hat mich überlebt. Also, das fand ich jetzt nicht so... Ja, das haut mich jetzt echt gar nicht um eigentlich. Also echt überhaupt nicht. Ja, also das trifft mich eigentlich, das ist mir eigentlich völlig wurscht, die Konsole. Gibt's noch andere interessante Konsolen? Ja, da kenne ich leider keine. Wir hätten da zum Beispiel den Ouya, der soll ja auch, ja, Arschloch, der soll ja auch ganz, ja, klein sein und kann man anschließen am PC. Würde ich jetzt sagen, da gibt es noch nicht so Genaues dazu. Würde ich jetzt vom ersten Gefühl sagen, bin ich auch kein Fan davon, weil, ja, toll, tut mir leid. Ich habe jetzt so ein kleines Ding und kann halt da drauf bloß zum Beispiel, ja, Android-Spiele spielen, also so,
Smartphone-Spiele, das will ich halt nicht, dann spiele ich es auf dem Smartphone, so Spiele. Ich weiß nicht, was man mit dem Ouya spielen kann, deswegen alles unter Vorbehalt, das Ganze, was ich jetzt gerade gesagt habe. Nehmt es mir nicht böse, wenn ich was falsch jetzt gesagt habe, wenn doch, ja, tut mir leid, passiert. Aber ich finde, der Ouya, der spricht mich gar nicht an. Dann der Nvidia Shield, der spricht mich ja dreimal über. Der spricht mich ja schon ab eigentlich. Also der spricht mich wirklich ab irgendwie. Weil ich den wirklich gar nicht, überhaupt nicht mal einen Millimeter brauche. Also echt gar nichts spricht da dafür. Was haben wir noch? Ja, wir haben den Ouya, den Nvidia Shield. Dann haben wir noch den Game Stick. Ja, den Game Stick. Das ist auch folgendes Game Stick. Das ist, ich habe gehört, das ist einfach ein USB-Stick. Oder so ähnlich wie ein USB-Stick. Und dann steckst du den ein. Ich weiß leider nicht wo, tut mir leid, dass das gerade so schwammig ist, die ganzen Informationen. Du steckst es ein und dann kannst halt da auch Spiele drauf spielen. Ich weiß nicht, wie das gedingst ist mit dem, ob du streamen musst, ob du es auf den Stick drauf tun sollst. Ich könnte jetzt sagen, ja, wenn man das auf den Stick drauf tun muss, das Spiel drauf kopieren oder draufladen einfach. Wenn man es runterladen muss, wird es eigentlich sehr angenehm sein. Wenn aber nicht viel Platz ist, dann müsste man hin und her, aber ich denke, das ist bloß eine winzige Konsole, sowas, so ein Game Stick einfach. Also spricht mich auch nicht an eigentlich. Und dann zum Schluss, ja, zum Schluss, das Beste kommt zum Schluss, wie es oben im Titel schon nicht steht. Ganz schlechter Witz gerade. Da steht ja nicht drin. Es gibt ja auch noch eine Steam-Konsole. Ja, die Steam-Konsole hat, glaube ich, den Namen mit P irgendwas, Pionier oder so. Und schaut ganz lustig aus. Ist so ein kleines Gerätchen, kann man in der Hand halten, das Ding. Ich glaube, genauso wie den Ouya. Also wirklich ganz kleine Konsole und es soll möglich sein, mit dem Gerät Zugriff auf tausende Spiele zu haben, wie es beschrieben wird. Oder war das der Nvidia Shield? Na, das war der Nvidia Shield. Ich bin mir nicht sicher, auf was man zugreifen kann mit dem guten, mit der guten Steambox, mit dem Pionier. Ich nenne einfach mal so. Mein Gott, tut mir leid. Oh, lebt doch oder auch nicht. Und ja, es wäre interessant eigentlich sowas. Es ist wirklich eine winzige Box. Es hat alle Eingänge. Du kannst HDMI anschließen. Du kannst, glaube ich, sogar ein AV-Kabel anschließen. Kopfhörer, weiß ich gar nicht. Was haben wir noch gehabt? Ja, da war so ein Bild, könnt ihr mal anschauen, wenn ihr wollt. Da gab es auf jeden Fall noch einiges, was in dem kleinen Kasten drin ist. Und soll auch eigentlich eine nicht schlechte Leistung haben. Also ich bin gespannt. Ich werde nochmal ein Revue, so heißt's, abgeben, Revue passieren lassen in einem anderen Video. Welche Konsole ich mir kaufen werde, sage ich dann da. Also PlayStation, Xbox, die neue oder eben die neuen Kickstarter-Projekte. Und genau, werde dann noch ein bisschen informieren mit neuen Infos. Und das war's auch schon. Die Runde ist zu Ende. Ja, ich war eigentlich gar nicht so schlecht. Also ja, geht schon, ne? Ja, war schon okay. Was war noch eigentlich? Ja, eigentlich nichts. Da würde ich mal sagen, ciao, bis zum nächsten Mal, bleibt so schön und tschüss, ne?